Tja, Leute, es ist schon ein bisschen seltsam. Das Spiel ist schon so lange erschienen, zumindest wenn man jetzt mal, naja, von dem Standpunkt her betrachtet, sobald diese Folge erscheint. Und ihr hattet schon derzeit viele Aufs und Abs, weil eben ist ja auch schon eine Weile her. Gibt schon viele Folgen dazu und zum Teil fühlt es auch ein bisschen repetitiv an und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, seit irgendwie so 10, 20 Folgen gefühlt, habe das Gefühl, ich bin im Spiel nicht nur wieder richtig drin, sondern ich bin sogar wieder richtig am Suchten. Und das ist schon, ich sage jetzt mal so, für ein Spiel, was schon über so ein Jahr oder so dauert, ist eher ungewöhnlich bei mir. Und damit willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Ja, schöne Einleitung, war. Ne, ist vor allem aus dem Grund, weil ich letzte Folge noch gemeint habe, von wegen, ja, jetzt muss eine längere Aufnahmesession, längere Aufnahmepause besser gesagt. Und normalerweise ist es bei mir so, wenn ich irgendwie so einen Tag abwarte nach der letzten Folge, nach der letzten Aufnahme besser gesagt, und dann mir denke, ich könnte zwar jetzt aufnehmen, ich könnte aber was anderes spielen, dann weiß ich, okay, der Suchmoment ist dann ein bisschen raus, ich kann wieder was anderes mich konzentrieren, nachher wieder voll und ganz auf dieses Spiel hier stürzen, wenn wieder die Lust voll da ist. Ist aber irgendwie anders, ich habe wieder immer noch, besser gesagt, immer voll Bock drauf. Vor allem irgendwie, mein gut, Tempel, naja, kann man darüber streiten, ist ja schon der vierte, den wir hier machen. Aber vor allem irgendwie auch Bock drauf, halt wirklich alles ein bisschen zu komplettieren, weil eben auch den Himmel und so noch einiges zu tun haben hier. Und die ganzen Kugeln, die es hier oben so gibt, wo ich noch ein bisschen, naja, mich überlege, wie zum Henker soll ich das, die Rätsel darin lösen. Obwohl ich mittlerweile irgendwie einen Anhaltspunkt hatte, nach der letzten Folge, irgendwie, was an Übernachtungen plötzlich so einen Geistesblitz hatte. Aber das gucken wir uns später an. Und natürlich auch einen Untergrund, ne, mit den ganzen Schätzen hier und alles zu komplettieren und so. Macht schon Bock. So, jetzt aber erst einmal ab in den Feuertempel, Freunde. Genug gequatscht, genug rausgezögert. Wir könnten das Teil ja schon ewig machen. Direkt da vorne scheint was zu sein. Ja, hol du mal. Hol mal eine kurze Kiste hier. Holzpfeile nehme ich gerne. Dankeschön von den Kisten, die was ruhig mehr haben. Klingt so irgendwie ein bisschen doof, wenn man das so sagt, weil man natürlich, es ist schwer verrostet, das Schild, natürlich gerne mehr so epische Waffen, aber wir haben eigentlich schon epische Waffen, obwohl ich ja jetzt vorhin noch vergessen habe, vor allem das wieder zu reparieren, dem hätte gerne einen Buff drauf oder sowas, aber wir haben schon starke Waffen, weil eben, es ist schon unser vierter und somit eigentlich von der Story her der letzte Tempel. Das war zumindest wissen, vielleicht gibt es auch unter Schloss Hyrule noch mal einen. Und Schloss Hyrule war ja so ein Mini-Dungeon, ne? Aber eigentlich, ja, auch was, aber da haben wir ja schon gemacht. Und die Waffen hier, ne? Wobei ich mich sowieso frage, warum sind Waffen im Untergrund auch verrostet? Oberfläche und so, okay, aber wenn die hier verrostet sind, würde das bedeuten, dass das ganze Miasma hier einmal durchgespült wurde. Und das finde ich irgendwie ein bisschen creepy. Naja. Ist halt das Konzept des Spiels, wa? Und Waffen, die nicht verrostet sind, die findest du halt eher in Truhen, vor allem so legendäre Waffen, sag ich jetzt mal. Warte mal, da gehe ich ja später hin. So legendäre Waffen. Oh. Wieso jetzt hier so? Das ist was Neues. So eine recht. Gut, es ist ja im Untergrund, ne? Da macht es vielleicht sogar ein bisschen Sinn. Ja. Na, wir gucken mal. Link hier drüben. Oh, da ist Prinzessin Zelda! Das war Prinzessin Zelda. Also ein Fake, logischerweise. Oh nein, das ist gar nicht gut. Prinzessin Zelda ist da drin gefangen. Sag mal, Yunobo. Wir müssen dich schnell retten. Nein, das war nicht Zelda. Ich habe schon letzte Folge gesagt, das muss Phantomganon sein. Oder einer von denen. Weil Jäger kann es nicht sein. Die sehen anders aus. Oder die haben sich also eine andere Zelda verkleidet. Und die Zelda von früher, also in dem Outfit, das muss eine Art Phantomganon sein. Weil der echte Ganondorf wäre wohl kaum hier. So, machen wir uns halt einmal auf. Ah, die Tempel, wa? Die Tempel. Im Gegensatz zu Breath of the Wild gibt es hier wieder klassische Tempel. Obwohl wir bis jetzt gemerkt haben, die sind gar nicht mal so groß oder so schwierig.
respektive so anspruchsvoll, obwohl ich ja die Himmelsache und den Düsertempel gar nicht mal so schlecht fand. Das Einzige, was ich ein bisschen enttäuschend fand, war der Wassertempel tatsächlich. Auch aus dem Grund, weil man da zum einen ja die Physik mit dem Schweben und so oder mit der Gravitation, die war zwar lustig, aber ja, zum einen auch viel zu kurz, das, und zum anderen, warum kein Unterwassertempel, obwohl ich die Dinger zwar hasse, aber sehr gut gepasst. Naja. Ja, Stimme, sag was. Geliebter Nachfahr, das Tor, das deinen Weg versperrt, ist mit 5 Schlössern versiegelt. Nutze deine Macht, um alle 5 zu öffnen. Dann sei dir der Einlass gewährt. 5 Schlösser sollst du finden. Meine Worte. Entschuldigung. Diesmal hat die Stimme ganz deutlich gehört. Von dem kann ich nur stammen. Sorry, da muss ich auch wieder mal sagen, warum keine Referenz zu Breath of the Wild? Ich weiß, es ist ein eigenständiges Spiel hier, Tears of the Kingdom. Und wir haben ab und zu ein paar kleine Hinweise, wie auch das mit der Verheerung. Ganon wurde doch gesagt in Athena und so. Aber das wäre doch der perfekte Zeitpunkt gewesen, weil es dieselbe Synchronstimme und die ist wie bei Daruk. Klar, hatten wir bei den anderen ja eigentlich auch schon, bei den früheren alten Weisen, aber die haben zum Teil weniger gut verstanden. Aber hier, den Daruk, hast du laut und deutlich gehört. Mir ist alles schleierhaft. Also scheint es jemand Nettes zu sein, ne? Junubo aus Gonia. Was steht da Schönes? Durchgang gewährt. Ja. Okay, komm mit. Gut. Wir machen uns mal auf den Weg, wa? 5 Orte sollst du finden. Achso, Karte bitte. 5 Stockwerke entfernt. Gut. Nicht großartig verwirren lassen, wir sind hier unten. Wir haben eigentlich nur den Weg links und rechts. Ich gehe erstmal hier durch, weil wir schon gesehen haben, dass da ein Gegner ist. Das ist ein Beta, war. Und nicht mal. Alter. Anscheinend von unserem krassen Masterschweren da nicht so. Naja. Die Zeiten, wo die noch ein Problem waren, sind natürlich längst vorbei. So. Bewegt er sich auch oder eher weniger? Eher weniger, war. Vielleicht braucht man eine Brücke. So, stimmt, die kannst du zusammenschweißen sogar. Praktisch, günstig, gut. Okay, was machst du jetzt hier? Wow. Moment, warum? Ja, aber es dreht sich 180 Grad, das macht irgendwie nicht viel Sinn. Aha. Okay, machen wir ein bisschen Loren fahren, ne? Und noch erst einmal, was passieren würde, wenn ich jetzt jemand noch nichts mache. Fahre ich einmal im Kreis, wa? Ja, okay. Das alles erst einmal. Moment. Ja, gut, aber das wirklich so umgehen soll, eine andere Frage. Im
Wege. Hat es hinten überhaupt auch etwas? Oder? Ah, da ist auch etwas. Gut, ich gehe wieder runter. Ist mir eben gerade aufgefallen. Was war das gerade, Link? Er wollte nicht drücken. Also merken wir uns, kein Brennen heißt nicht, dass ich vor Lava geschützt bin. Gut zu wissen. So, jetzt aber. Wo ist das? Wieso fährst du immer noch? Irgendwann komm zurück. So. Dann also noch einmal. Ups. Jetzt komm ich! Kumpel. Jo, dankeschön. Muss man noch zugeben, generell von den ganzen Tempeln, ne? Jetzt haben wir schon der 4. Tempel und noch die ganzen Fähigkeiten und so. Sie hat natürlich alle ihren Charme, aber irgendwie finde ich da dann doch die Passage mit den Zoras bisher die schwächste. Alleine schon Sidons Fähigkeit, wo ich jetzt nicht so gehypt bin. Ich meine, der Schild selber wäre zwar irgendwie cool, aber dass ich ihn irgendwie mit Sidon nur aktivieren kann, hätte auch passiv funktioniert. Huch, haben wir hier einen Gegner? Oder Miasma hier unten. Mein Masterschwert leuchtet. Ja, das fand ich bei Sidon ein bisschen schade im Vergleich zum Vorgänger. Und die anderen, klar, der Winter mit Tulin und so war cool. Tulins Fähigkeit dort, ja, kann man auch cool verwenden. Aber allein wenn es ums Interaktive geht, dass sie mit den Loren und so, wenn ich eigentlich den Feuertempel bisher, würde ich sogar sagen, den coolsten von allen. Die werden gekühlt, warum auch immer. Ah, deswegen. Sag mal, Link, Feuer. Also, passiert eh nichts. Ich habe kein Feuer. Was zum? Ich muss mal Junobo. War ein bisschen langsam leider. Warte mal, sag mal. Muss ich noch mit Eis hantieren oder was? Nicht runterkullern, das ist doch... Frechheit ist sowas. Schildblock plus 10. Junge, Junge, die Schilder hier. Ich kann natürlich auch den ultra krassen Schild zusammen merchen. Warte mal. Also, war der falsche. Entschuldigung. Nein. Ah. Oder Tassenkombi. So. Meine Schilde, meine Schilde. Gehen einfach nie kaputt. Was irgendwie auch cool ist. Gut, der wird immer sehr schnell kaputt gehen. Der Gardeschild. Aber nehmen wir den. Ja. Bauen wir wieder hier ein bisschen Platz. Der Hylia-Schild ist natürlich auch cool, denn, naja, falls er mal kaputt gehen könnte oder würde, kann man den wieder neu kaufen. Im Vergleich zum Vorgänger geht er hier wieder kaputt, ne? Weil bei Breath of the Wild ging der gar nicht kaputt. Okay. Oh, das Ding brennt gar nicht. So, wir haben es gerade schon gesehen. Wir haben hier drüben noch einen Hydranten. Natürlich hier prima benutzen, einerseits damit ich selber nachher rüber kann, aber andererseits auch damit ich Junobo mit Junobo besser zielen kann. So.
So. Jetzt komm ich! Schau mal, Link. Ja, Das ist ein Gong aus. Was genau ist das? Ja, was ist ein Gong, Link? und los! Binobo, Gong doch mal. Angelegt! Der ist so erschreckt, dass er das aufgemacht hat. Hör gerade auf, diese Münder da Ist dies oben. das erste Schloss? Jetzt noch 4 davon. Ganz schön viel zu tun. Naja. Mein, so viel quatschst du jetzt auch wieder nicht, ne? Insofern, was wir gerade sagen wollen, sind Münder bzw. diese ganzen Gesichter. Die haben ja jetzt, haben wir gerade gesehen, 4 Augen. Das erinnert mich doch wieder stark an den Titanen aus Breath of the Wild. An den, ja, Feuertitanen, beziehungsweise halt einfach an den, von der Form an einen Salamander. Weil das sah ja auch so aus. Also haben sich... Boah, Alter, ich bin gerade erschrocken, da gerade gegen die Lava oder so. Also haben sich die Schika der Antike, als ja die Titanen für den Kampf gegen die Verheerung Ganon gebaut haben, doch auch hiervon ein bisschen inspirieren lassen, ne? Eigentlich noch ganz cool. Die Idee dahinter. So. Sonst habe ich hier nichts mehr. Dann würde ich sagen, immer hier hoch, da wo wir eigentlich zuvor schon waren. Noch ein Stockwerk weiter oben. Mir fällt auch wieder auf, wenn man eben die 4 Tempel so ein bisschen vergleicht, die 4 Regionen besser gesagt, ne? Und was sie dort für Probleme vorfinden, sag ich jetzt mal. Klar, alle 4 Regionen haben ihre eigenen Probleme, das ist soweit ja auch ganz cool. Soll ja auch so sein. Wieder Schrank auf, dankeschön. Natürlich ist mein Ding wieder weg, ne? Dankeschön, Spiel. Soll ja auch so sein, aber trotzdem hatten wir jetzt gefühlt hier beim Feuerareal, wie kommen wir jetzt hier weiter? Irgendwie auch am meisten zu tun. Ich meine, der Kampf gegen Yunobo selber, als er von der Maske besessen war, dann hatten wir da dieses fliegende Ding auf dem. Fliegende Ding. Dieses Miasma-Teil. Oh, da kommt Besuch vorbei. Dieses Miasma-Viech auf dem Ding. Kommt da jetzt oder was? Dieses Miasma-Drachengelumpe-Viech noch auf dem Tunnelsberg drauf. Und jetzt hier noch. Das ist schon ein bisschen mehr Action, als wir es noch beim Ding hatten. Bei den anderen Tempeln. Ich denke gerade auch so zurück beim Windtempel. Also nicht gerade so viel los. Okay, warte mal, das Spiel will das eigentlich hier weitermachen. Er wollte eigentlich wieder zurückgehen und dann dort hoch, aber okay, versuch es doch mal hier. Und beim Donnertempel haben wir quasi zweimal gegen den Endboss gecatcht. Ich meine, klar, die Gypto-Gefahr und so, die war auch cool. Gar kein Thema. Wir waren noch stärker, abgesehen davon. So, du führst mir wieder im Kreis herum, wa? Ah, du bist jetzt dazu da, um das Ganze umzudrehen. Okay, kann man so also machen, jetzt hätte ich ja anders machen können. Ah, jetzt bin ich natürlich da, wo ich gerade vorhin losgegangen bin, wa? Also beziehungsweise wo ich vorhin irgendwie hoch wollte, besser gesagt. Per Deckensprung. Dann mal hier durch. Da brauche ich eine andere Waffe. Du. Keine Miasma-Feinde mehr. Okay, so geht's auch und kann mich hier zumindest schon mal weiter.
hier wird wohl was anderes dahinter stecken, wa? Sehr gut, was sagt die Map? Wenn ich darüber komme, kommen wir zwar nicht zu irgendeinem Ziel, sag ich jetzt mal, aber es ist trotzdem das Wichtige, sehen wir jetzt mal an. Naja, wichtig in Anführungszeichen. Oh, und dann im Schild, aber das teilt auch ja auch nicht. Ich nehme nur Qualitätswaffen mit natürlich, wie es gehört. Und eine klitzekleine Truhe. Holzpfeile. Braucht man immer wieder. 75, ja, läuft. Haben wir hier Schönes. Verrostete Hellebarde. Ja, verrostet, verrostet. Sonst kann man hier nicht weiter, ne? Also da hier den Weg zurück dann. Sag mal, weil sonst bist du noch ganz knusprig da, wa? Fällt er wieder zurück. So, komm her. Meine Güte. So, weiter geht's. Ups. Da war ich ein bisschen zu früh dran. Entschuldige, Link. Ein Fehler. Das ist natürlich jetzt sehr unpraktisch. Also das Spiel das geahnt, ne, dass mir sowas passieren könnte. Oh Mann. Er trifft gerade diesmal. Nö, warum auch? Was zum... Das kannst du selber bewegen, krasses Teil. So. Jetzt zähle ich selber, das ist zuverlässiger. Da sind wir hier wieder. Ja, Momentchen mal, ne? Wenn ich jetzt von hier aus darüber fahre, nehme ich ja die mittlere Strecke. Und dann so wieder zurück, ne? Das ist so weiter korrekt. Das heißt, ihr müsst eigentlich dann abspringen. Es sei denn, das, was ich getan habe, ist sowieso für die Richtung eigentlich falsch. Und ich komme von dem aus. Ne, das ist genau der, den ich gerade gemeint habe. Also der mittlere. Wenn ich aber den gerne hätte, habe ich denn irgendwo einen Zugang dazu? Und da komme ich dann wieder eigentlich nur dahin. Ja, gut, komm. Geh mal in die andere Richtung. Aha, okay. Nehmen wir hier die Abkürzung. Ich habe jetzt zuerst überlegt, ob man nochmal die Schiene irgendwie ändern müsste, also die Weiche besser gesagt, oder ob es eine andere gute Möglichkeit gäbe. Ich kann theoretisch irgendwie versuchen, mit Deckensprung da hochzukommen, aber ich kann auch erstmal die andere Seite machen. Und dann schaue ich, wie ich hier weitermache. Dann kann ich also da einsammeln. Was zum... Gucken wir erstmal die andere Seite an, ne?
Okay, aber hier ist gar nicht mal so viel zu holen, lustigerweise. Da muss was da stehen mit Junobo. Okay, okay. Also war ich links soweit schon richtig. Vielleicht sollte ich sogar da noch ein Teleport-Medaillon setzen. Nur für alle Fälle. Ja, passt doch schon. Wow. So. Jetzt komm ich! Auf geht's! Rüberspringen wäre natürlich auch eine Option tatsächlich. So, haben wir jetzt hier tatsächlich eher, wenn ich schon mal hier bin. Okay, das ist das Spiel eher weniger, wa? Du sollst nicht glitschen. Ja, das ist ein Spruch, der könnte gut in der Bibel stehen. Okay, okay. Falsch. Also. Nochmal checken. Mit dem Feuer also nur zurück momentan. Oder eben, ich würde jetzt da rüberfahren und von dort aus dann vielleicht irgendwie nach rüber oder so, weil sonst lande ich einfach wieder hier. Dann Variante wäre natürlich von hier aus, ne? Das EG und dann von hier und vielleicht irgendwie hier hoch oder so. Weil da mittendrin noch irgendwie zu wechseln die Richtung, fände ich jetzt irgendwie ein bisschen schräg. Warte mal, bin ich jetzt doof oder was? Das habe ich ihn vorhin nicht gesehen. Das ist ein Weg. Haben wir doch im Vorhin extra noch freigeräumt. Tja. Manchmal sieht man einen Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder man sieht die Schienen vor lauter Loren nicht oder so. Aua. Ernsthaft, einfach kaputt gegangen. Super. So haben wir das auch. Ein Ersatzfahrzeug. Okay, okay.
Ich wollte gerade zurückspringen. Nein, der andere darf ich nicht nehmen, weil das bricht gleich. So. Hat auch noch so ein Nanium dabei. Jetzt komm ich! Ach ja, und Ding Dong! Yeah! Jetzt sind noch 3 übrig. Link, ich lauf dann schon mal vor. Nee, du bleibst schön hier, ja? Ja, richtig frech zu sagen, ich lauf schon mal vor, Link. Was und hier passiert, ist mir eigentlich egal. So, Freunde, ich würde sagen, ist sowieso ein perfekter Zeitpunkt, die Folge zu beenden, weil ich glaube, in dem Tempo weitermachen, aber wenn wir das ganze Lorensystem ein bisschen verstanden haben, dann sind wir in der nächsten Folge dann am Ende wieder durch mit dem Tempel. Auch schon mit dem Endboss, wir werden es mal sehen. Auch wie ich hier jetzt weitermache, ob ich dann normal zurückfahre oder irgendwie anders weitergeht, weil, ja, im EG haben wir hier noch etwas, es muss hier eigentlich noch irgendwo hier einen Weg geben, wo ich durchkomme. Das wäre eher weiter oben war. Wenn ich nochmal ganz normal zurückgehe, komme ich dann nirgends hin. Ja, von hier aus, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Irgendwie auch mit Deckensprung weiterkommen oder was sonst für einen Lure ich noch finden muss, damit ich dann von der anderen Seite weitermachen kann. In dem Sinne, auf fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Die nächsten 3 Schlösser. Und weiterhin eine heiße Unterhaltung. Ein heißes Tänzchen mit dem Tempel und ihren Wächtern. Vom Sono-Wächter, warum das? Naja, also Konstrukte und so, wa? Bis dahin, bye bye.